Morgen findet in der Lanxess Arena das Fußball-Event von Trimax statt und ich und Hanna sind auch dabei und ich sag's euch, wie es ist. Der innere Shaqiri von mir wird rauskommen. Wir werden uns das Ding auf jeden Fall nach Hause holen. Ich habe keinen Plan, Digga. Auf jeden Fall hat sich Hanna auf dieses Turnier vorbereitet. Trimax, ich komme. Ja, gucken wir mal rein, wie vorbereitet Hanna ist. Es ist wahr, ich bin mit bei Trimax am Kick-Off-Fußball-Event und dadurch, dass ich überhaupt kein Fußball spielen kann, habe ich mir gedacht, ich gehe kurz in ein Bootcamp, um mich sportlich darauf vorzubereiten, in die Schweizer Berge. Es gibt auch keinen besseren Ort als die Schweizer Berge für eine Vorbereitung für ein Fußballspiel. Die Vorbereitungen für das Fußball-Event sind am Laufen. Sie sind wortwörtlich am Laufen. Ey, wir haben uns einen guten Plan überlegt. Um fit zu sein für das Fußball-Event, einfach mal 3 Tage durchraven. Rave mal. Ja, okay. Man muss sagen, Hanna hat das jetzt vielleicht das Bootcamp verpackt, aber ja, in Wahrheit waren wir bei einem Rave. Grüße gehen raus an das Swerve, vielen Dank für die Einladung, war sehr, sehr nice. Wir haben da auf jeden Fall die Ausdauer des Ravens trainiert. Ja, so sieht das aus. Ey, Fußball spielen ist eine Sache im Kopf. Wenn du im Kopf bereit bist, bist du bereit fürs Leben. Und bereit fürs Leben bist, kannst Dieser Mann hier, Chat, falls ihr den nicht kennt, das ist Andy von Andy und Glöd. Und der sagt immer, Freunde des guten Modegeschmacks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Absolute Legende, absoluter Charakter. sterben. Danke dir. Ey, und das hier, dieser Mann, das ist Sebastian Konrad. Und das ist nicht irgendeiner, das ist nämlich der Sohn von The One and Only DJ Antoine, Digga. Digga. We are gonna dance into the sea. All I want is you, yeah. Der Sohn von diesem Mann ist dieser Mann hier und der legt Techno auf. Sehr, sehr gut, actually. Grüße gehen raus. Ich habe einen DJ kennengelernt oder einen Remixer, der hat unseren Song geremixed und der wird jetzt bald gespielt. Tschüss. Das hören wir uns jetzt an. Can You Believe? Wir sind gerade auf dem Festival und wird jetzt gleich unser Song gespielt. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich bin kennengelernt, der war voll nett. Ja, für das unseren Song remixed hat. Ey, ist so krass, und man merkt direkt, wenn Hanna drunk ist, dann ist sie immer viel mehr so. Da guckt sie dich so richtig an und vernuschelt auch ab und zu mal ein paar Wörter. Viel nett. Anklage kommt am Montag rein vom Anwalt. Ja, der hat wirklich nicht gefragt. Es wird spannend und es bleibt spannend. Wie fühlst du dich bis jetzt so als Vorbereitung fürs Fußball-Event? Ey, ich glaube, es wird richtig geil, weil ich habe einfach gute Tipps gekriegt. Wenn Männer am Ball sind, hau die einfach um, weil es wird eh nicht gecallt vom Schiedsrichter. Ich soll die Männer umdrehen. Ey, true aber, ne? Einfach umwichsen. Am besten in-scope, einfach reingrätschen. Und Sehe ich, das von Hanna. Andy, da habe ich nur zugehört, was der gesagt hat, aber was ich Ja auch. gut, Andy versteht man normalerweise schon nicht, aber wenn er drunk ist, versteht man ihn gar nicht mehr. Ein Tipp für mich an Hanna, wenn du den Fußball verstehen musst, musst dein Gegner verstehen. Ein Gegner ist nur ein Mensch. Ich bin so laut wieder geredet. Trimax ist einfach Aber eigentlich ist es true. ein Mann. Er ist sehr, sehr weich im Herzen. Nicht zugehört. Wenn du ihn verstehst, hast du gewonnen. Was hast du gesagt? Zoned out. Was? Zoned out. Was? Outgezoned. Das heißt, ich habe nicht mehr zugehört. Was? Zoned out. Ich hab's schon verstanden. Aha. Stimmt. Ich habe das ganz vergessen, Digga. Am 29., also morgen, ist nicht nur das Event von Trimax, sondern der Techno-Remix. Ja, jetzt ist es raus. Ich glaube, es ist eigentlich eine Überraschung, aber alle Leute hier auf dem 2-Kanal sehen es jetzt zuerst. Morgen kommt der Techno-Remix raus von Traurig und... Ey, Digga. Hier im Video von Hanna ist, glaube ich, noch die alte Version drin, aber soll ich euch einen Sneak Peek zeigen von der neuen Version? Wollt ihr kurz reinhören, Chat? Okay, watch this. Es ist wirklich ein Fest. Ich bin hier, du bist dort, aber nicht bei mir. Das kommt morgen auf Spotify. Grüße gehen raus an District 7, er hat den Remix gemacht. Ich find's sehr, sehr geil. Wenn ihr Techno mögt, dann mögt ihr es wahrscheinlich. Wenn ihr Techno nicht mögt, dann mögt ihr es wahrscheinlich nicht. Aber morgen auf Spotify, pumpt den an Silvester. Sehr, sehr geil. Er hat den Remix gemacht hier. 10 Stunden später. Was ist? Geht's dir gut? Ja. Bin ich. Es war die dümmste Entscheidung auf der ganzen Welt, nicht komplett gesund zu werden, aber feiern zu gehen. Ist aber egal, weil ich hab's überlebt und jetzt habe ich was anzuzogen. Ey, Hanna, wortwörtlich ein Löwe, ein Bär mit dieser Frisur. Und Ali behauptet, das hat den ärgsten Drip überhaupt. Dreh dich mal ein bisschen.
Hey, Digga, das drippt so hart. Ja, es strippt so 100%. Ich werde im Safe. Sitz sitzen und mir denken, nee, das strippt bad. Digga, wieso hat die meine Kleider geklaut? Was soll das? Ist ja egal, man muss nicht immer was. Model. Nur wegen dem Drip. Ja, okay. Man muss ja nicht immer hardcore drippen. Aber mir ist jetzt mir geht's gar nicht gut. Gib mal Tonspuren, dann mache ich Classic-Version davon. Könntest du wirklich eine Classic-Version davon machen? Ich könnte aus Joke-Basis, also ich habe die Tonspuren, ich könnte einen Link in die Videobeschreibung machen, wenn dieses Video rauskommt, wo die Tonspuren drin sind und dann könnt ihr einfach damit machen, was ihr wollt. Also irgendeinen Remix rausschallern. Classic wäre geil, aber irgendwie so Country wäre auch geil. Irgendwie so eine Country-Version auf ganz, ganz weird. Was denn? So. Feiern gehen, wenn man krank ist, war glaube ich das Dümmste überhaupt. Dafür habe ich gegessen wie eine richtige Fußballerin. Did you film that? I did. When? Yesterday. What did you eat? Like pommes Ah! and like a vegan sausage. Die vegane Das war Currywurst. vegane Currywurst und ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon sehr hässlich, Digga. Das war schon nicht geil. Vegane Currywurst. Also die Sauce war geil, aber die Wurst an sich war so keine Ahnung. Was ist das für eine Fußballerin eine geeignete Mahlzeit? In der Schweiz gibt es nichts, was billig ist. Die Sache ist, viele wissen gar nicht in Deutschland, wie Schweizer Reichtum schmeckt. Am besten probiert man eine 50 € Currywurst für die Frau gerade. Und wir gehen rein in den Test. Boah, sehr geil. Ist sie currig? Wir sagen eine vegane Currywurst. Aber Hannah bei allem. Hannah hat so zu essen und zu so Stuff, die hat einfach keine Meinung. Du kannst ihr geben, was du willst und sie ist immer, oh geil, oh, das ist geil. Ich schwör, die war hässlich. Wie du die Gabel hingestreckt Wir dürfen hast. nicht vergessen, wer der Kameramann ist. Dieser Mann im Bademantel. Deswegen, falls ihr mal in der Schweiz seid und ihr wollt euch nichts entgehen lassen, probiert eine 50 € Currywurst auf euch. Kannst du dich noch erinnern an damals? Ja. Vor 2 Wochen, wie wir da gefilmt haben. Leute, ab sofort wird in dem Vlog nicht mehr gelacht, weil es gibt nichts mehr zum Lachen, weil ich fahr jetzt zurück. Bezahl jemanden auf Fiverr. Wäre aber schon funny, Digga. Was ist sad daran? Als du noch Vlogmas gemacht hast, hast du hier noch gevloggt. Wo waren die Vlogs die letzten Tage? Ich sag einmal so, Vlogmas 2022 war ein Desaster. Aber ich kann dir versprechen, Vlogmas 2023 wird noch viel schlimmer. Ey, geile Fieberblase by the way hier noch. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Ich schnipp's jetzt und dann bin ich Hannah und in Wien. Na, falsche Seite geschnipst. Hi, ich bin die Hanna und ich bin nicht in Wien, sondern in Graz bei meiner Familie. Und ich habe mit meiner Familie gesprochen. Und meine Mama hat gesagt, Hanna, du kannst nicht einfach sagen, dass du jeden Tag ein YouTube-Video postest und dann kannst posten und nichts dazu sagen. Weil mein Plan war eigentlich, ich ziehe Vlogmas halt nicht so durch wie geplant, wie man gesehen hat. Und ich sage einfach nichts dazu, weil es wird schon kaum auffallen. Aber das stimmt nicht ganz, es haben schon 2, 3 Leute geschrieben. Und bei denen möchte ich mich entschuldigen. Sorry, dass ich euch enttäuscht habe. Aber ich kann euch versprechen, ich werde euch noch mehr enttäuschen, weil das ist das letzte Video von Vlogmas. Es ist wirklich schon peinlich, wie das nach hinten losgegangen ist, aber hat sich irgendwer was anderes erwartet. Auf jeden Fall danke an alle, die mitgefiebert haben bei Vlogmas und dabei waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zumindest so lange, wie es funktioniert hat. Es waren coole 7 Tage. Ich wünsche euch allen sehr, sehr frohe Weihnachten und eine schöne Zeit und wir sehen uns nächstes Jahr. Abo für Disaster Mess. Ja, ich find's eigentlich geil, dass Hannah nicht so viele Videos rausgeschallert hat. Ey, du spielst da mit bei Trimax. Der nächste Vlog, der kommen wird, der safe mit Trimax. Der nächste Vlog ist Bist du in Trimax verliebt? Gut! Ich find's eigentlich gut, dass Hannah nicht mehr Videos rausgehauen hat, weil das kann man sich wirklich gar nicht geben. My heart just got stuck between these loops. My mama got stuck in between these